Endlich haben sie alles gepackt und es konnte losgehen. Gut, dass ihr mich rechtzeitig geweckt habt. Es wäre wirklich blöd gewesen, so lange im Bett zu bleiben. Heute ist so ein schöner Sommertag. Lilifee hat lustig in die Sonne geblinzelt und sie ist mit der Clara und der Cindy Hand in Hand über die schöne, farbige Schlosswiese Richtung See marschiert. Die beiden Mäuse haben ihre Badesachen auf einen kleinen Wagen aufgeladen, wo dann Cindy an einer farbigen Leine hinter sich hergezogen hat. Geht's euch auch so gut wie mir? Ja, aber ist es noch weit bis zum See? Der Wagen ist so schwer. Ich habe es so heiß. Ich freue mich aufs Wasser. Ich mich auch, aber es geht nicht mehr lang. Wir haben es gleich geschafft. Zum Glück. Schaut mal, von da aus sieht man schon den See. Und die anderen sind schon dort. Super. Hallo, hallo. Aufgeregt hat Clara ihren Freunden gerufen und die haben von weit weg fröhlich zurückgewunken. Sie haben sich am See schon gemütlich gemacht. Sie sind getaucht, haben gefischt und Federball gespielt. Der Henry der Hase hat sogar ein riesengroßes, aufblasbares Schwimmrössli dabei gehabt. Mit dem ist er über den Teich gepaddelt. Durch den wolkenlosen Himmel ist ein farbiger Drache geflattert. Und der Pupsi Säuli hat sich's im Liegestuhl bequem gemacht. Mit drin der Frosch Carlos, der Schwimmlehrer. Er hat eine farbige Badhose angehabt und ist vor einer Tafel gestanden, wo man darauf gesehen hat, wie man richtig schwimmt. Wo er die Lilifee und die beiden Mäuse gesehen hat, hat er ihnen zugequakt. Hey, ihr drei! Machen mal! Wir warten auf euch! Wo die drei am Ufer angekommen sind, haben sich schon alle Tiere um den Carlos herum versammelt. Cindy und Clara, ab ins Wasser mit euch! Wir fangen heute mit Rückenschwimmen an! Nein, so langweilig. Das kann ich schon. Haha, das will ich zuerst mal sehen. Dann schau mal. Der Carlos hat noch seinen runden Kopf geschüttelt, wo Cindy schon ins Wasser gekumpelt ist. Er hat ihre Bewegungen beobachtet und tatsächlich, Cindy konnte auf dem Rücken schwimmen. Jetzt ist der Carlos auch ins Wasser gesprungen. Nicht schlecht, Cindy. Du kannst es ja wirklich. Plötzlich hat der Frosch gemerkt, wie ihn irgendetwas kräftig am Bein zieht. Er hat versucht, mit dem Kopf über Wasser zu bleiben. Aber er hat es nicht geschafft. Hilfe! 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 Ich versinke! Hilfe! Hilfe! Ich versinke! Voller Panik hat der Carlos mit seinen Armen gerudert. Alle Tiere haben verschrocken zu ihm geschaut. Und dann ist der Carlos wie von Geisterhand im See verschwunden. Lilifee, was sollen wir jetzt machen? Der Carlos braucht meine Hilfe. Warte, ich komme. Blitzschnell ist Lilifee ins Wasser gesprungen. Unter Wasser hat sie zuerst mal herumgeschaut. Aber sie hat nicht viel gesehen. Alles war verschwommen. Wo ist echt der Carlos? Ich muss ihn unbedingt finden. Plötzlich hat die kleine Prinzessin gemerkt, dass sie beim Köpfler ins Wasser den Zauberstab und ihre Krone verloren hat. Oh je. Aber die finde ich schon wieder. Der Carlos ist jetzt wichtiger. Lilifee hat um sich herumgeschaut und den Carlos gesucht. Wo ist er nun?